erlaubt mir alle Guten ganz herzlich auf unsere Manifestation heute Rhenisch zu begrüßen. Ein herzliches Merci und Membres vom Organisationskomitee für die viel Arbeit, die sie am Kader von der Manifestation gelegt haben. Ein großes Merci auch an Gemengenautoritäten, der Bürgermeister, an den Schafferrat von der Gemeinde Rhenisch, der Servicetechnik von der Gemeinde, Police und Protection Civile. Kolleginnen und Kollegen, diesen 1. Mai findet in einer neuen Form statt. An Präsenz haut am Zelt weiß, dass wir den richtigen Weg gegangen sind. Das ist formidabel, weil ihr hier besteht an der Saal kommt. Merci, dass ihr gekommen seid. Wir feiern heute zusammen zu Rhenisch den Tag von der Erbe, Eisfest, und wir feiern zusammen mit unseren Freunden und Familien. Kolleginnen und Kollegen, im März wird die Europäische Union hier 60 Jahre gefeiert. 60 Jahre zanter den Treaty von Rom unterschrieben ist, den 1993 durch die Europäische Kommunität und schlussendlich 2009 durch die Europäische Union fortgeführt ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die damalig politisch Responsablen einen Weg vorgezeichnet und angefangen, den nächsten Höchstpunkt mit dem Treaty von Rom bekannt wird. Das europäische Konstruktion wird einen enormen Succès gehabt und ist der Garant von einer ökonomischen Entwicklung und von einem friedlichen Modell in Europa, auf einem Kontinent, der bis dato von Kricher und Misere zurückgehen ist. Und trotz allem ist der Bilanz von der Europäischen Union heute mitigiert. Ohne Zweifel sind Frieden, ökonomischer Wohlstand und Grundfreiheiten in Europa stark weiterentwickelt gehen. Allerdings stößt den europäischen Gedanken bei immer mehr Bürger in Europa auf Auflehnung. Europa begeistert nicht mehr, hat keine Dynamik mehr bei den Bürgern. Und letztes Jahr wird Großbritannien per Referendum dezidiert, aus der EU auszutreten. Und diese Evolution ist nicht Europa schuld. Schuld ist rein an allein Politik, die die Einzelmemberländer zu Brüssel promoviert haben. Eine Politik, die auf der einen Seite Barriere abgemacht und eine starke ökonomische Entwicklung weitergetrieben wird. Auf der anderen Seite ist das Sozial-Europa auf der Strecke geblieben. Als Beispiel, Sie haben hier genannt, die Direktiven über den Detachement des Travailleurs, die den Acquis social an denen einzelne Länder direkt auf Frage tun, an dem sie die Situation von den Salarien an einem Land, an direkte Kompetition mit der Situation von den Salarien aus einem anderen Land gesagt haben, auf hier eine Verschlechterung gesucht haben. Dazu könnte eine Globalisation ohne Leitplanken, wo die negativen Auswirkungen auf die Salarien bis heute nicht konnten abgefangen gehen, obwohl der Refus von den Membersländern für ein europäisches Sozialprotokoll, also europäische Sozialmindeststandards anzuführen, schlimm Auswirkungen hat. Außerdem haben noch viel zu viele Membersländer, die politisch responsabel, alle Kredibilität verspielt, unter anderem dadurch, dass sie systematisch Brüssel für ihr eigenes Unvermögen oder Versuchen responsabel gemacht haben. Der Populismus kann in Europa an diesem Klima groß gehen, an Konsequenzen erleben wir alltag mit. Kolleginnen und Kollegen, Europa darf nicht den Populisten über losgehen.
Die Europäische Union ist viel zu wichtig. Sie ist die einzige Garantie, für dass auch die kommenden Generationen friedlich und frei können zusammen an einem vereinten Europa leben. Dafür ist es als Pflicht für ein sozial und frei Europa ohne Grenzen anzutreten. Den LCGB fordert dafür in Europa mit starken sozialen Standards. Ein Europa, das für Prosperität und ökonomische Weiterentwicklung und soziale Aufsicherung von all seinen Bürgern sorgt. Das ist nicht nur nötig, für ein friedliches Madenel an Europa aufzusichern. Es ist auch nötig, für Europa an einer globalisierten Welt zu positionieren. Kolleginnen und Kollegen, Lützeburg als Gründungsmember von der Europäischen Union am Land wird sich immer stärker für eine weitere politische Integration an Europa angesagt und sogar begeistert. Den ökonomischen Wohlstand von unserem Land fußt auch auf dem Prinzip von der libre Zirkulation von den Produkten, Services und Menschen an diesem Europa. Lützeburg als schon lange ein Immigrationsland ging, auch als kulturelle Vielfalt als ein wichtiges Element, nicht nur an unserem Zusammenleben, sondern auch gerade, wenn es darum geht, unser Land weiterzuentwickeln. Lützeburg als Zentrum der Kreation von der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu einer mehr offener Gesellschaft ging. Der LCGB fordert dafür, dass die Politik an diesem Land noch mehr integrativ wird. Die Doppelnationalität, Wahlrecht von EU-Bürgern auf kommunalem Plan sind die richtigen Schritte auf einem Weg, den die Menschen hier im Land zusammen feiern sollen. Der nationale Zusammenhalt braucht aber als Basis eine starke Sozialkohäsion. An dieser Sozialkohäsion gilt für Lützeburg auch über 10 Landesgrenzen hinaus. Eine Ökonomie, die alltag 50% von ihrem Salariat importiert, darf das nicht nehmen zur Kenntnis holen. Es muss dann noch eine Politik definieren, die darüber Rücksicht hält, und evitiert Fehler zu machen, wie das bei den Dispositionen vom Gesetz über Bourse-d'études geschieht ist. Dasselbe geschieht aber nur am Kader von der Steuerreform, wo bestimmte Koppeln den Absee zu einer Steuerklasse 2 verwirrt gehen. Und das allein dadurch, dass den als Non-Resident in andere Konditionen fällt. Der LCGB fordert an diesem Kontext den Respekt von den europäischen Richtlinien an eine strikt Gleichbehandlung von allen Salarien hier im Land. Kolleginnen und Kollegen, Lützeburg als nur 2008 besser durch die Finanz- und Wirtschaftskrise kommt, wie viele andere Länder. Wir haben das damals gepackt, weil die richtigen Mesuren am Kader von der Tripartitfonds griffen, für noch mehr stark Zuwachsen vom Chômage zu verhindern. Wir haben das gepackt, weil unser Niveau für soziale Prestationen hoch ist erwähnt. An Formel, dass der Krisenzeiten nicht Mama Sozialaufsicherung mehr eine Stärkung vom sozialen Element nötig ist, wird sich anderem bewiesen. Es ist dafür unverständlich, dass wir heute hier im Land, nach der Krise, mit einer Regierungspolitik konfrontiert sind, die Reformen hervorbringt, die unser Sozialsystem nicht stärkt und nicht verbessert. Wir müssen also feststellen, dass unsere Sozialpolitik heute nicht durch den politischen Willen definiert wird,
für neu und besser Sozialprestationen anzufeiern. Viel echter schwätze mir von einer Politik de Pilotage par Objektiv financier, also einem finanziellen Diktat, wo feststeht, was eine gewisse Prestation dürfen kosten. Der Schwerpunkt an dieser Methodologie ist, dass der Mensch eben nicht mehr am Zentrum von den Überlegungen steht. Alle guten, die rezent oder visiert Reformen von der Regierung am Bereich zum Beispiel vom Kammergeld oder der Pflegeversicherung sie stärkt durch budgetäre Aussprüchungen gekennzeichnet. Die Regierung wird als Zielsetzung eben nicht eine kohärente Entwicklung von der Sozialpolitik, mehr eine klare Evaluation und auch Begrenzung von den Kosten. Das Politik ist nicht am Ende von den Menschen hier am Land. Eine Pflegeversicherung, die allein durch administrative Mesuren einen Rekordbenefis an den letzten Jahren abweisen soll, braucht auch dafür gar keine Reform mehr. Eine Reform, die weiter dafür wird sorgen, Kosten zu drücken, und eben just nicht als Objektiv wird, für mehr und bessere Prestationen für die Leute anzufeiern. Dieselbe Überlegung schenkt dann noch ein Lot, auch bei der Gesundheitskäse sich durchgesetzt zu haben. Anders als es nicht zu erklären, dass Rekorde am Niveau von den Reserven nicht dafür benutzt gehen, für die Prestationen zu verbessern. Der LCGB fordert am Kontext von der sozialen Sicherheit eine politische Diskussion hier im Land, was uns das Sozialaufsicherung wert ist, und wie wir sie wollen finanzieren. Der LCGB fordert am Kontext von der Assurance Dépendance eine Reform, die den Assurien mehr Qualität und bessere Prestationen bringt. Der LCGB fordert neue und bessere Prestationen am Bereich von den Zahnbehandlungen, am Bereich von den Brillen, an einen neuen Approach, was Präventiv- und Komplementärmedizin angeht. Der LCGB wird noch immer auf eine Lösung von der Problematik von der 52-Woche Krankmeldung, obwohl die Regierung am Akkord vom 21. November 2014 einer Lösung zugestimmt wird. Und obwohl der Premierminister letztes Jahr sich persönlich an dem Dossier angesetzt wird, ist bis dato nichts geschieht. Der LCGB fordert an diesem Kontext hauptklar Durchschaffen von der 52-Woche-Limit für Leute, die schwer krank sind. Wir fordern da nicht mehr und noch nicht Männer wie Gleichstellung mit der Fonction publique. Wir sind es satt, dass der Privatsektor an diesem Sujet, aber nicht nur an diesem Sujet, diskriminiert wird. Der Stillstand an diesem Dossier ist ein Scham für das Land. Kolleginnen und Kollegen, als Regierung schenkt der Kap und Gedanken, zu viel an den Sternen zu holen. Also vergisst darüber anscheinend Probleme, die Leute, die mit Therapie sind, haben. Wir haben hier im Land eine stärkende ökonomische Wachstum. Wir schaffen all Jahr neue Arbeitsplätze. Und aber kriegen wir den Chômage nicht an den Grab und verbleiben par rapport zu unseren grundlegenden Donnerien auf viel zu viel einem hohen Niveau. Der Langzeit-Chômage hält aber von Jahr zu Jahr mehr stark zu. Der Chômage für junge Leute und auch von vielen älteren Salarien ist dabei ganz klar struktureller Natur. Der LCGB fordert an diesem Kontext einen grundlegend neuen Approach bei der Bekämpfung vom Chômage und noch besonders dem Jugendchômage angeht. Wir brauchen neue Modelle, für die Leute effikaz aufzutanken und weiterzubilden,
für zum echten Erbschaftswert zu haben. Wir brauchen Initiativen und Mesuren, die greifen für die Langzeitchômage zu bekämpfen. An diesem Kontext stellen die neuen Mesuren, die den Erbschaftsminister am Bereich von der Edo-Reemploi geholt eine klare Prekarisation, eine äußerst schwere Situation für die konzernierten Salarien an ihre Familien durch. Den LTGB fordert ganz klar, dass diese Mesuren zurückgeholt werden. Sie nutzen kennen, wie neben dem Staatsbeutel, und das an dieser Situation komplett unzulässig. Wir brauchen viel mehr Mesuren, die Zeit abhängen, an ihnen eine neue Chance geben, ein neuer Start am Berufsleben, am Fall, wo sie vom Chômage betroffen sind. Den LTGB fordert weiterhin die Entwicklung von einem Modell, den die Existenz von den Salarien an ihre Familien aufsichert. Ein Modell, den die Prinzipien, die mit großem Succès an der Synergie entwickelt sind, auch auf anderen Sektoren von der Ökonomie adaptiert. So ein Approach ist umso mehr notwendig, wenn ihr davon ausgeht, dass die Mutation von unserer Erbschaftswelt durch den technologischen Wandel noch nicht sehr wert ging. Dabei ist das Stichwort Digitalisation nicht mehr ein Sammelbegriff für den tiefgreifenden technologischen Umbruch zu beschreiben, den nicht nur der wir als Zusammenleben insgesamt wird verändern. Dieser Prozess wird spätestens mit der Abfeierung vom PC anfangs von den 80er Jahren angesagt und tritt durch die digitale Vernetzung mit ihren neuen technologischen Möglichkeiten an eine neue Phase ran. Verschiedene Funktionen an Arbeitsplätzen werden durch diesen Prozess grundlegend verändert gehen. Andere Arbeitsplätze riskieren komplett zu verschwinden. Respektiv werden noch eine Reihe von neuen Funktionen entstehen. Nicht alles ist zu diesem Moment prävisibel. Allerdings ist es klar, dass den einzelnen Salarien dem größten Defi wird ausgesetzt sind. Nämlich den, seine Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten, und sich also dieser grundlegenden Veränderung anzupassen. Dafür verlangen wir von unserer Regierung, dass sie schnellstens Antworten gibt auf die Fragen, die so eine tiefgreifende Mutation für die Salarien nach sich zieht. 1,5 Jahre, nachdem Herr Rifkin seine Etude angekündigt hat, haben wir Lomolerbschaftsgruppen hier im Land angesagt. Es ist zu hoffen, dass wir ganz schnell konkret gehen. Sonst haben wir am Endeffekt die dritte industrielle Revolution verschlagen. Als Konsequenz fördert den LTGB am Kontext von der Digitalisation, dass wir ein neues, besser adaptiertes Erbesrecht für das 21. Jahrhundert kriegen. Den LTGB fördert klare gesetzliche Grundlagen für das auch in diesem Jahrhundert den CDI, den unbefristeten Erbschaftsvertrag, Basis von unserem Erbschaftsrecht durchstellt. Wir müssen eine Prekarisation von der Erbschaftsverhinderung verhindern. Also muss auch der befristete Erbschaftsvertrag oder den Travail intérimaire d'Exception auf die Fälle beschränkt bleiben, wo das absolut notwendig ist. Wir fordern klare Richtlinien, die die Salarien auch am Fall von Teletravail gut aufsichern. Den LTGB fordert das Recht auf Teilzeiterbe für Salarien, die eine Kammer ziehen wollen oder Familienmember pflegen müssen. Als LTGB sind wir überzeugt, dass wir einen neuen Approach zur Formation continue brauchen. Mehr Formation sur le terrain, an kleinen Etappen und am Betrieb für den neuen digitalen Gegebenheiten Rechnung zu drohen. Wir brauchen darüber hinaus an die Betriebe einen neuen Approach, die sicherstellt, dass die Investitionen an Personal, sie wird am Niveau von der Formation oder der Ergonomie von den Arbeitsplätzen dem Personal überlässt, sich zu entwickeln und absolut verhindert, dass Großteile von der Belegschaft
so wie alle Maschinen regelmäßig ausgerangiert gehen, wann Technologie den nächsten Schritt noch firmischt. Wir brauchen also positiv Akzente Niveau von der Personalpolitik an den Betrieben. Wir brauchen einen verbesserten Kündigungsschutz für Salarien an den Betrieben, denen wie gesagt mit neuen Modellen für die Existenzaufsicherung am Fall vom Chômage muss begleitet gehen. Darüber hinaus müssen auch neue Formen von der Präretraite progressiv entwickelt werden, für den Salarié einen fließenden Übergang vom Erwerbsleben am Trendsalär. Das auch für den Transfer von den Kompetenzen an den Betrieben zu ermöglichen, an den Salarié durch ein Départ à la carte zu erlauben, seine Lebenserwerbszeit noch seinen Besoin zu gerieren. Den LCGB fordert also hier im Land ein klares Paradigmawechsel an der Regierungspolitik, was Sozial- und Beschäftigungspolitik angeht. Eine Politik, die klar d'Intérêt vom Salarié am Betrieb, seine Rechte, seine Sozialaufsicherung immer in den Mittelpunkt stellt. So eine Politik braucht aber auch das Engagement von den Patronen hier am Land. Patronen, die leider besonders was hier vertreten duell angeht, das soziale Element von unserer Marktwirtschaft nicht mehr gesehen. Dabei wird von der UL vergessen, dass doch Patronat von der sozialen Situation an der Kaufkraft hier am Land profitiert. Stabilität und soziale Frieden sind hier am Land exemplarisch und konnten nimmer durch den Willen zum Kompromiss am Kader von der nationalen Tripartite erreicht gehen. Gewerkschaften konnten über diesen Weg den sozialen Fortschritt weitertreiben, an ein soziales Niveau erreichen, für den wir am Ausland benannt sind. Patronat kommt von einem starken Wachstum an einem sozial stablen Umfeld profitieren. Die Regierung hat an der Situation taft klar an der Hand gehabt und konnte Akzente setzen, an eine Regierungspolitik definieren, die durch den Ausgleich vom ökonomischen Wachstum an der sozialen Aufsicherung an den letzten Jahrzehnten beispiellos ist. Kolleginnen und Kollegen, diese Regierung wird nun allerdings dieses Tripartitsmodell nicht nie weiterzuführen. Sie wird dabei unterstützt von einem Patronat, das sich nicht mehr zu einem Sozialmodell will bekennen, aber klarer vorstellt, eventuell das letzte Jahr mit der Forderung, die aus dem Finanzement von der Gesundheitskasse rauszuklammen, gemacht wird. Der LCGB refusiert alle negativen Approach, was unser Sozialmodell angeht. Wir sind als Land, als Ökonomie matt und durch dieses Modell bewusst an hoe formidable Herausforderungen gemeistert, und brauchen uns für das Resultat nicht zu schummeln und nicht zu verstoppen. Der LCGB fordert in diesem Kontext, ein Tripartitsmodell neu zu beleben. Die Regierung muss hier Responsabilität überholen. Der LCGB fordert eine Aufsicherung von der Kaufkraft von den Salarien und Rentner, nicht nur durch den Index oder das Ajustement vom Mindestlohn an der Rente. Wir fordern ein stärkeres Engagement vom Patronat am Niveau von den Verhandlungen von den Kollektivverträgen an ihre Resultate. Der LCGB fordert eine Remunerationspolitik, die auf den Funktionen beruht, die Salarien am Betrieb ausüben. Wir fordern dynamische Remunerationskarrieren an eine systematische Beteiligung und die Benefice für alle guten Salarien am Betrieb hier im Land. Wir fordern ganz klar hier im Land eine Kollektivvertragspolitik, die die Salarien an ihrer Familie erlaubt, dezent von ihrer Erbes können zu leben. Dafür fordern wir als LCGB am Bereich vom Buskollektivvertrag endlich substanzielle Verbesserungen für die Chauffeuren, nicht nur am Bereich von den Paien, aber auch an den anderen Erbeskonditionen. Es ist ein Hohn an den Scham,
dass wir noch über 3 Jahre gebraucht haben, für mehr eine flexible Pauseregelung, also mehr eine flexible Arbeitszeitorganisation am Sinn von den Chauffeuren zu finden. Einfach, wenn ihr bedenkt, dass das neue Regelung auch die Betriebe mehr flexibel zu schaffen. Den LTGB wird müssen, wie so oft das Motto spielen, obwohl an diesem Dossier D'intérêt von den Betrieben ob man so groß wie D'intérêt von den Chauffeuren sind. Den LTGB fordert einen Akkord Niveau von der Staatsrepartie, den die nächste Substanz wird, für die einzelnen Sitten an den Arbeitsplätzen können aufzusichern. Wir fordern Investitionen an die Einzelinstallationen, an Fortbestehen von einem Sozialmodell, den all Krisen mustergültig bewältigt wird, dadurch, dass die Existenzen aufgesichert konnte gehen. Den LTGB fordert am Bankenkollektivvertrag klare Perspektiven für die Employés. Außerdem stellen wir am Finanzsektor einen schleichenden Aufbau durch Outsourcing, Delokalisation und Prekarisation von den Arbeitsrelationen fest. Dem LTGB sind Forderungen nach einer neuen Approche, was die Existenzaufsicherung von den Salarien angeht, gibt bei allen neuen Annonces von einem Sozialplan an diesem Sektor untermauert. Am Bereich vom Gesundheits- und sozialen Sektor fordert den LTGB, dass schlussendlich irgendein Kehrnehmen mit Geld gemacht wird. Und zwar nur direkt. Den LTGB fordert nicht mehr und nicht Männer, wie das, was die Fonction publique tut, durch den konventionellen Sektor zukommen zu lassen. Diskussionen können sich nicht an der Unendlichkeit verlieren, sodass die schaffenden Leute jahrelang auf die Abwertung werden und am Endeffekt Verlierer sind. Kolleginnen und Kollegen, Gewerkschaftserbe muss sich natürlich auch den neuen Gegebenheiten anpassen. Digitalisation, Veränderung von unserer Ökonomie, die kontinuierliche Adaptation von der Arbeitswelt an den Arbeitsplätzen. Alles das bedingt, dadurch den LTGB sich kontinuierlich vorstellen. Wir machen das, indem wir neue Wege wollen gehen. Und das nicht nehmen und nicht mehr. Indem wir neue Services und Prestationen anbieten. Wir machen das mit einer jungen, dynamischer und höchst motivierten Equipe von Gewerkschaftssekretären, mit exzellent formierten Konsultern an unserem Infocenter und engagiertem administrativem Personal. Wir machen das, indem wir uns natürlich auch auf den neuesten Stand von der Technik setzen. Nicht zu allerletzt realisieren wir das aber auch durch unser Engagement, all das für ihr an eurem Ernte. Weil etwas wird für uns nicht geändert an den letzten 9 Jahrzehnten. Sie hat 1921 oder 2017. Für uns gehört der Mensch an den Mittelpunkt. Und dafür gilt, wie den 1. Mai, wie den LTGB. Merci für die Aufmerksamkeit und ich wünsche euch alle.